Grosse hat nicht immer Vorteile. Ich schlage mir überall den Kopf ab bei mir in der Wohnung. Es ist toll. Du musst dir die ganze Zeit Sprüche anhören. Sorry, kann ich mit dir eine Investition machen für Basketball-Babys? Weißt du, dass sie irgendwann mal Profi-Basketball werden? Oder aber auch, ey Max, kennst du den? Ich glaube, Jungs wissen, was damit gemeint ist. Ich glaube, Frauen checken das aber auch. Oh mein Gott, kannst du die Decke berühren? Ja. Was hast du eigentlich gegessen? 2 Zwergli? Nein, Mann, ich habe einfach Brokkoli und Gemüse gegessen, deswegen bin ich schneller gewachsen. Keine Ahnung. Letztens kommt einer zu mir, mitten auf der Straße am Abend. Während wir im Militär waren, er so, «Leck du mir! Dich hat's aber verwünscht, hä?» Ich so, «Was?» So, wie bei der? So, «Bist du früher aus dem Fenster gesprungen, oder was?» Ich so, «Was?» Ich so, «Wie groß bist du?» 2 Meter etwa. Er so, «Du bist ja länger als die ganze Straße.» Ich so, «Bitte sag's nicht, bitte sag's nicht, bitte sag's nicht. Du bist ja länger als die Langstrasse.» Hey Bro, ich bekomme Kopfschmerzen. Ich muss glaube ich ein bisschen weiter weg. Ah ja, jetzt. Oder aber auch im Migros oder Coop oder wo auch immer. Immer, und das finde ich aber herzig, das mache ich auch gerne. Junge Mann, können Sie mir echt schon über... Sie sehen ja über das Regal drüber, Sie sind ja ein Grosser, oder? Immer so abholen für die Kleinen. Ich würde dir wünschen, dass sie grösser sind oder kleiner sind. Schreibt jetzt mal in die Kommentare. Und was ist der Vorteil von Grossi? Ich sehe es nicht, ich sehe es wirklich nicht. Am liebsten würde ich ein paar Zentimeter abgeben, damit ich, wenn ich in den Zug reinsteigen muss, nicht jedes Mal den Grind anschlagen bei dieser Metallstange dort, wo du sitzt. Sind ihr zufrieden mit eurer Größe? Schreibt es mal in die Kommentare, das würde mich interessieren.